Und wir kommen jetzt zu unseren wundervollen Gästen. Und zwar können die Herren von Brings, von den Höhnern und von Blackfist, die können einpacken, weil sie bekommen jetzt Konkurrenz von 3 netten jungen Damen, die ich euch jetzt vorstelle. Und zwar ist heute die Kölner Band Lameng bei mir im Studio. Mädels, kommt ihr mal rein? Hallo, schön, dass ihr da seid. Perfekt. Genau, wir machen erstmal kurz das Selfie. Super, dann schnappt euch ein Mikro, setzt euch gemütlich hin, weil dann kann man euch auch hören. Perfekt. Ich kuschel in der Zeit ein bisschen mit Pluto. Das ist nämlich unser Schoßhündchen bei Kaffee Clash. Hallo Pluto. So, ihr seid die Band Lameng. Stellt euch doch erstmal vor, sagt mal eure Namen und sagt mal, wer ihr seid. Ja, ich bin Irina. Ich bin Julia. Und ich bin die Alina. Ihr habt euch 2006 kennengelernt und zwar im Chor. Ja, im Jugendchor St. Stephan, ne? Da haben wir 3 uns kennengelernt und so die ersten kölschen musikalischen Erfahrungen gemacht. Und ja, jahrelang da zusammen Musik gemacht, mit anderen Mädels auch, mit denen wir sehr gut befreundet sind und sind ein riesen Freundeskreis geworden. Und ja, wir 3 haben dann gesagt so, wir machen noch was dazu. Das ist ja wirklich ein großer Chor, ein erfolgreicher Chor. Muss man da irgendwie ein Casting machen, um da reinzukommen? Oder könnte ich jetzt sagen, ich gehe da einfach mal rein, stelle mich in die hinterste Reihe. Ich kann zwar nicht so gut singen, aber egal. Nee, man musste tatsächlich ein Casting machen. Also wir mussten alle 3 uns ein Lied aussuchen vorher und das dann bei einem Casting, wo dann 2 Chormitglieder da waren und der Leiter, mussten wir es dann vorsingen und dann noch so ein bisschen Tonleitern und sowas mussten wir dann vorsingen und dann wurde entschieden, ob man halt in den Chor darf oder nicht. Und ihr wurdet alle 3 genommen? Ja, wir haben es alle geschafft, genau. Das freut mich, denn jetzt macht ihr zusammen Musik. Ja. Und zwar kölsche Musik. Genau. Wie beschreibt ihr denn eure Musik? Was ist das Besondere daran? Was hebt euch vielleicht von anderen sogar ab? Ja, vielleicht machen wir einfach so ein bisschen was anderes, was Neues, was es vielleicht noch nicht so gibt im Karneval. Ich meine, wir sind 3 Mädels. Es gibt sowieso nicht so viele Frauen im Kölner Karneval und wir probieren uns so ein bisschen abzuheben. So ein bisschen in Motown, die Motown-Richtung und ja, halt so ein bisschen anders, was rockiger. Und ja, wir probieren halt irgendwie immer was Neues aus. Genau. Und das wollen wir uns natürlich jetzt auch mal angucken. Deswegen für euch ein kleiner Ausschnitt aus dem Song Mir rocke de Fedel. Viel Spaß. Wat steht heute an? Et geht keine Plan. Wat hast du für de Tür? Denn danach läuft mal der Wart nur auf uns. Ma wolle tanze, Pflege, Souvenir aus jedem Bütchen, Köden, Melodie. Der Puls der Stadt schlägt höher in unserem Beat. Man mache unter den. Na rocke de Fedel, rocke de Fedel. Vom Rudi bis Neu-Ihrefeld, wild die ganze Nacht. Ma rocke de Fedel, rocke de Fedel. Bis die Sonne aufwacht, bis die Sonne aufwacht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das waren die Mädels von Lameng und während des Lieds ging es schon ganz schön ab im Chat. Ihr habt ganz schön viel geschrieben und deswegen gebe ich auch direkt mal an Sophia weiter. Was gibt's denn für Fragen? Genau, ihr habt schon richtige Fragen gestellt. Die wollen wir dann natürlich auch den 3 nicht vorenthalten. Was natürlich gerade die Mädels am meisten interessiert. Lauft ihr immer im Partnerlook rum oder wenn ja, wer entscheidet denn das Outfit? Also im Partnerlook laufen wir jetzt privat nicht rum. Im Gegenteil, wir sind alle 3 total unterschiedlich. Also von Pluderhose bis hin zu Röckchen oder Jeanshose. Wir tragen auch eigentlich immer alles, aber ja, so eine Outfitwahl, das war schon gar nicht so einfach, weil wir 3 so unterschiedlich sind. Haben wir auch so ein bisschen überlegt, was kann man da machen? Und letztendlich sind wir fanden diesen Ethno-Azteken-Look letztes Jahr so cool und hatten so einen Spaß daran, dass wir gesagt haben, das würden wir gerne mit so einem knalligen Türkis und Gold und Schwarz kombinieren. Ich finde es auch sehr cool.
Und dadurch, und es hat irgendwie mal, also wir lieben Rot-Wies und das ist ja auch so, das ist ja so das Zeichen, die Farben von Köln. Aber es gibt auch schöne türkise Akzente und es gibt ja auch das Kölnisch Wasser zum Beispiel, ist ja auch schön türkis. Und das ist ja genauso eine kölsche Farbe wie vielleicht auch Rot. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir doch mal eine schöne frische Farbe, die steht im Sommer irgendwie auch unter einem guten Stern und im Winter auch. Ja. Genau, dann noch eine Frage, warum haben es denn weibliche Karnevalsbands so schwer in Köln? Ach, ich würde gar nicht sagen, dass man es so schwer hat. Also ich glaube, das ist, der Unterschied ist einfach, dass es nicht viele weibliche Bands gibt. Und, Noch nicht. Noch nicht, genau. Und deswegen hatten wir schon das Glück, dass wir dadurch so ein bisschen als, jetzt endlich mal Frauen in den Karneval, ne? Das war schon, glaube ich, sehr positiv für uns. Und die Jungs haben uns alle sehr, sehr lieb auch aufgenommen, auch die Mädelsbands. Und insofern finde ich, kann man das eigentlich gar nicht sagen, oder? Wie seht ihr das? Ja. Nee, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, stellt doch mal euer Können unter Beweis. Denn ihr habt uns ja was a cappella vorbereitet. Dann kündigt euch doch mal an. Ich halte jetzt meine Klappe, gebe mein Mikrofon ab, habe hier nichts mehr zu sagen und überlasse euch die Bühne. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal so einen kleinen Mix. Ja. Wir singen mal von unserer aktuellen Sommersingle von Tarzan und Sheng. Und danach steigen wir noch in unsere Ballade ein. Okay, gut. Perfekte Zick am richtigen Träum dich fort, mach den Ohren zu. Mach sie einfach zu. Komm mal fliehen, Liane, zwischen Hüschen und Laterne. Wir stand zusammen bis zum Eng, so wie der Tarzan und der Sheng. Komm, wir machen das, was nicht geht. Tun die Sache, die sonst keiner date. Wir stand zusammen bis zum Eng, so wie der Tarzan und der Sheng. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da steht da dumm im Licht, schenkt ab der Fluss und späht sich. Da dumm im Licht, Setz zu mir ganz väterlich. komm über die Brück, ja komm nach Haus zurück. Der dumm im Licht steht hier und wartet auf mich. Dankeschön. Danke. Okay, ihr könnt auf jeden Fall singen und ich kann auch verstehen, warum ihr dieses Casting alle gewonnen habt. Vielen Dank. So, das war ja der gleichnamige Titel. Kannst du mir mal kurz helfen mit dem Kuchen? Genau, den dürft ihr übrigens auch essen. Also ihr, ich würde auch gerne meinen Kuchen für euch abgeben. Ich bin ja heute mal nett, ne? Ich habe meinen sozialen Tag. Ich tausche gerne gegen die Tasse. Genau. Oh ja, ich auch. Oh. So, Schön. also das Album von Lameng, die Single von Lameng mit dem Song, den wir eben in dem Video, in dem kleinen Ausschnitt gesehen haben, den könnt ihr jetzt bei uns gewinnen und zwar insgesamt 4-mal. Also haltet euch ran und macht Mint. Geht einfach bei uns auf den Marktplatz und tauscht das ein gegen Punkte auf kölntv.com. Einfach einschalten oder einfach reinklicken. Ne? Genau, super. Das gefällt uns auf jeden Fall gut und was uns heute auch noch besonders gefällt, bitteschön für euch. Viva la Vespa. Ein Hauch italienisches Lebensgefühl auf Kölns Straßen. Das geht so, so und so. Köln TV verlost zusammen mit dem Rollerparadies Köln eine Vespa Sprint 50 4T4V im Wert von 3.250 €. Ihr findet, euch würde dieses Schmuckstück besonders gut stehen? Dann bewerbt euch auf kölntv.com und sagt uns, warum die Vespa ausgerechnet vor eurer Haustür parken soll. Mitmachen könnt ihr noch bis zum 10. September. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ciao, Bella.
gerade noch im Video und jetzt Bams einmal ins Studio gebeamt. Hier ist das schicke Teil, das ihr gewinnen könnt. Noch steht es bei uns im Studio. Also macht mit, bis zum 10. September habt ihr noch Zeit, 18 Uhr. Schreibt uns einfach, warum ihr das ausgerechnet diesen Flottenfeger bei euch vor der Haustür stehen haben wollt. Und genau, das sieht so aus. Auf unserer Internetseite könntv.com könnt ihr euch bewerben und wir haben da noch ein kleines Special und zwar haben wir ein kleines Voting veranstaltet, wo ihr abstimmen könnt, wo würdet ihr mit diesem heißen Flitzer gerne mal hinfahren. Mädels, wenn ihr jetzt hier, ich versuche mal hier wieder runter zu gehen, wenn ihr euch aussuchen dürftet, mit der Vespa irgendwo hinzufahren, wo wäre das denn? Ja, ganz klar, nicht nach Düsseldorf. Nein, Scherz beiseite, die Kö ist ja wirklich sehr schön. Aber wir haben immer so gesagt, so irgendwann machen wir mal ein Wochenende, da gehen wir mal so ganz kreativ für ein Wochenende irgendwo hin, mitten ins Nichts und schreiben ganz viel. Und da haben wir uns überlegt, irgendwie mal in die Eifel immer. Wir haben immer gesagt, Alina hat in der Familie jemanden, der ein Haus in der Eifel hat. Und wir haben gesagt, da fahren wir doch in die Eifel mit. Das wäre bestimmt auch der Knaller. Also das wäre bestimmt auch absolute Sehenswürdigkeit. Und alle drei natürlich auf 1, ne? Ganz klar. Also, alle 3 auf 1. Ja. Habt ihr euch schon entschieden, wer dann auf dem Lenker sitzen darf? Ja, ich würde sagen Alina. Ja, aber obwohl ich fahre definitiv am schlechtesten. Genau, dazu muss man sagen, ich bin die Einzige, die fährt von uns. Das heißt, ich muss ganz klar am Lenker sitzen. Julia kommt in den Kofferraum. In den Kofferraum. Ich hätte gerne einen Anhänger. Du beweglich bist. Ja, die Eifel, das ist doch mal ein schönes Ziel. Die Eifel ist auf jeden Fall ein schönes Ziel. Ein bisschen Natur, mal ein bisschen raus aus der Stadt. Ja, wir hatten hier ein paar Auswahlmöglichkeiten. Eifel ist leider nicht dabei. Zum Beispiel an den Otto-Meikler-See oder zur Arbeit meine Kollegen ein bisschen neidisch machen. Das Voting wurde eben schon abgeschlossen und gewonnen hat ab nach Holland ans Meer und schwimmen. Ist ja fast so wie die Eifel. Ja. Genau. Könntet ihr euch Holland dann auch vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Wir waren sogar auch schon mal zusammen in Holland. Genau. Das war total toll. Am Meer, genau. Meer geht immer. Ja. Genau. Und ja, wenn ihr diese Vespa haben wollt, dann wie gesagt, macht mit bis zum 10. September und bewerbt euch. Es ist noch alles offen und auch ihr könnt noch die Glücklichen sein und damit nach Holland ans Meer, weil ja, jetzt bei uns ist ja heute der letzte Sommertag, also genieße es nochmal. Und ja, wir hier im Studio sind alle traurig, dass der Sommer aufhört. Was macht ihr denn heute Abend? Habt ihr schon was vor? Ja, wir haben sogar was vor. Wir haben heute, ne, das ist auch total toll, unser einjähriges Bühnenjubiläum sozusagen. Oh nein. Also, ja, deswegen ist der Kuchen auch total toll. Ja, genau. Vor einem Jahr hatten wir unseren ersten Auftritt sozusagen, also unser erstes kleines Programm vor Publikum. Und da stoßen wir heute Abend auf jeden Fall mal drauf an. Und wir gehen auch noch zu Kajuja. Das ist so ein Vorstellabend hier in Köln. Und genau, da treten heute ein paar Bands auf und das gucken wir uns an und freuen wir uns schon drauf. Das hört sich doch gut an. Und wenn ihr noch nichts vorhaben solltet, dann hat Extra da jetzt einen kleinen Tipp für euch. Die Autorin Rebecca Maria Salentin, die liest heute in der Wohngemeinschaft in der Nähe vom Rudolfplatz, Aachener Straße, aus ihrem Roman Schuld war Elvis vor. Und zwar geht es da um ein Mädchen, das heißt Hebron, ein bisschen komischer Name. Die wohnt in einer ganz bunt gemischten Großfamilie mit noch 4 Geschwistern, alle von unterschiedlichen Vätern, weil die Mutter einfach nicht so gut mit Männern umgehen kann oder sich nicht so gut mit denen versteht. Und das ist alles ein wildes Durcheinander. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann geht in die Wohngemeinschaft. 20 Uhr geht's los und 6 € kostet der Spaß nur. Viel Spaß. Hast du noch eine allerletzte Frage? Eine kurze? Eine gute Abschlussfrage, wie ich finde. Gibt es in nächster Zeit denn wieder Auftritte von euch? Ja, also jetzt beginnt ja sozusagen die Vorsession. Ne? Am 11.11. geht es ja dann offiziell wieder los, endlich. Also wenn das Wetter schon schlechter wird, dann soll bitte die Stimmung bleiben. Ja, da bereiten wir natürlich auch jetzt gerade ein neues Programm vor. Und
Ja, unser Konzert. Wir haben ein ganz besonderes Konzert, denn wir haben die Ehre jetzt, wo wir ein Jahr bestehen. Wir wurden eingeladen ins Brauhaus Gaffel am 7.11. Da geben wir unser erstes eigenes Unplugged-Konzert. Das heißt, alles mit Liveband, mit ganz tollen Überraschungsgästen und sichert euch Karten, die gibt es bei Gaffel zu kaufen und wir freuen uns auf jeden, der kommt. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, Mädels, wenn ihr Bock habt. Wir kommen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super. Einstimmen auf den 11.11. Wunderbar, Das ist ja ein genau. perfekter Zeitpunkt. Absolut. So, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr da wart und ich danke auch dir, Sophia. Und zum Abschluss, wie gut könnt ihr denn Gitarre spielen? Wir können nicht. Sprichst du ins Mikro? Leider nicht so gut. Ich glaube, Alina hat mal ein bisschen was ja. Ein bisschen Gitarre geht, aber nicht super. Also ein paar Akkorde funktionieren. Bei mir ist es ähnlich wie bei Alina. Also ich hatte mal Gitarrenunterricht, aber ich habe dann meinen Gitarrenlehrer verschont und habe ihn davon befreit, von diesen Qualen und habe es dann gesagt, komm, ich singe jetzt nur noch. Das will ich keinem antun. Das ist gar nicht so schlimm, denn wir haben euch ein ganz besonderes Video des Tages rausgesucht und da geht es um Luftgitarre spielen. Und deswegen habe ich gedacht, so zum Abschluss spielen wir noch mal schnell Luftgitarre. Luftgitarre geht.